it's lights out and away we go. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 2021 in der MyTeam-Karriere mit Castle Motorsport. Wir gehen jetzt nach Baku, das ist das nächste Rennen, das wir vor uns haben. Entwicklung oder so müssen wir nicht mehr machen, die haben wir ja schon gemacht. Falls ihr im Hintergrund ein Rascheln oder irgendein Schleifen hört, das ist meine Katze, die gerade am Spielen ist. Die ist gerade voll am Ausrasten. Aber ich muss jetzt eben gerade aufnehmen, weil jetzt habe ich gerade Zeit, nachher habe ich keine Zeit mehr. Und ja, ich hoffe, dass sich die Katze jetzt gleich wieder beruhigt und mich nicht gross ablenkt. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt gerade direkt nach Baku ins nächste Rennen rein. Und ja, Baku ist eine Strecke, die so ist für mich, sage ich mal. Also ich bin nicht so wahnsinnig stark auf dieser Strecke. Aber wir schauen mal, was passiert. Wir schauen, wie gut unser Auto funktioniert. Und ja, let's go. So, herzlich willkommen zum Blitz Qualifying. Ich bin jetzt im Training gefahren und muss sagen, es war eigentlich okay gewesen. Ich habe zwar ein relativ rutschiges Heck wieder mal einmal mehr. Also eben so komische Strecke, ein bisschen verwinkelt und nicht so, ja, wie soll ich sagen. Also, ich habe Mühe in schnellen Kurven und ich habe Mühe in langsamen Kurven, aber sagen wir mal Kurven, die so mittelmäßig sind von der Geschwindigkeit her, dort habe ich eigentlich kein Problem. Ja, es wird schwierig, ganz ehrlich gesagt. Ich bin jetzt auf P6 gefahren im Training, also eigentlich relativ okay unterwegs gewesen. Wir haben jetzt zwar noch ein paar Updates bekommen, aber ich weiß nicht, wie gut dass die wirken auf dieser Strecke. Motortechnisch müssen wir da vielleicht mal langsam schauen, ob wir da noch etwas wechseln sollten, also vom Verbrennungsmotor. Aber ich glaube, wir lassen den Motor noch drin. Ich denke, ein Rennen wird er schon noch überleben und dann können wir alles wechseln schon mal. Und ja, da würde ich sagen, legen wir los. Wir gehen ins Qualifying rein. Ja, let's go. Ein bisschen zu fest abbremst. Aber Baku ist aber gar nicht meine Strecke. Ja, wird schwierig. Wir sind jetzt gerade auf P12. Mal schauen, vielleicht holen wir etwas bei der Höchstgeschwindigkeit raus. Nein, wir bleiben P11. Wir qualifizieren uns immer für P11, kann das sein? Wir sind, glaube ich, im letzten Rennen schon P11 geworden und jetzt schon wieder. Naja. Mal schauen, wo unser Teamkollege gelandet ist. Der Mick Schumacher, fast Michael gesagt, 16. Okay. Er ist 3 Zehntel langsamer. Aber ich habe wirklich einen guten zweiten Sektor, muss ich sagen, wo ich wahrscheinlich viel rausgeholt habe. Aber ich muss wahrscheinlich gleich KI noch mal ein bisschen aufnehmen, weil eigentlich ist es nicht normal, dass ich ja, 5 Plätze weiter vorne mich qualifizieren kann als jetzt mein Teamkollege. Man sollte schon eigentlich etwa gleich schnell sein, denke ich. Muss ich vielleicht mal noch anpassen dann. Aber ja, es ist noch lustig, wie die Aufstellung ist hinten. Haas, Williams, Alfa Romeo, dann kommt Alfa Tauri, dann kommt nachher das Gemisch dort drin mit Aston Alpine.
Und da ist auch Red Bull und McLaren, also die sind auch wieder zusammen. Das ist noch lustig. Charles Leclerc ist eigentlich noch so wie lange auf Pole gewesen, da ist er nochmal Fünfter geworden. Okay. Wir gehen nochmal weiter und würde sagen, wir sehen uns gerade in der Startaufstellung. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von Pole. Und Sergio Perez steht daneben. Im Rest der Startaufstellung haben wir Norris, Ricciardo, Charles Leclerc und Bottas, Sainz, Hamilton, Vettel und Pierre Gasly. Ein Wagen des neuen Teams, Ocon, George Russell und Tsunoda, Eilert, Mick Schumacher, Antonio Giovinazzi und Nikita Mazepin. Stroll, Latifi, Schwartzman und Giuliano Alesi. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. So, herzlich willkommen zu der Startaufstellung. Wir gehen jetzt noch schnell kurz in die Rennstrategie rein. Wir sehen, wir starten mit den roten Reifen, gehen dann in Runde 5 auf die gelben Reifen und fahren das Rennen fertig. Es bleibt das ganze Rennen lang trocken und schön. Und wir nehmen hier noch ein bisschen den Sprit runter, wie immer. Und dann würde ich mal sagen, legen wir gerade los mit dem Rennen. Hoffen wir auf einen guten Start und dass wir ja, vielleicht mal Punkte holen. Ich habe keine Punkte geholt in dieser Saison. Und vielleicht ist jetzt Baku mal die erste Strecke, wo wir Punkte holen können. Let's go! So, die Lichter waren sehr lange an. Okay, ja, recht viel Wheelspin gehabt. Abnutzung am Motor erkennen. Sei dir bewusst, dass wir ab sofort einen Leistungsverlust bemerken werden. So, noch ein bisschen Wheel-to-Wheel-Action. Sehr gut. Also gut Start haben wir gehabt. Wir hatten ein bisschen Berührung dort. Sind jetzt aber gerade mal auf P9 vorgerutscht. Mal schauen, ob wir mit denen hier vorne mithalten können. Oder ob die unerreichbar sind. Oh, Sainz hat ein Problem. Oh, okay, das hat mal nichts gekostet zum Glück. Bremsen immer so ein bisschen früh ab hier. Da bin ich einfach so langsam da drauf, aber da habe ich auch kaum Grip zum Aufziehen, muss ich ehrlich sagen. Ah, Gasly kommt. Alles so noch können verteidigen. Okay, sehr gute Runde mal jetzt gehabt, die erste. Mal schauen, ob wir am Mercedes ansaugen und nicht noch ein bisschen ERS reindrücken noch. Okay, motortechnisch ist alles ein bisschen im Rahmen. Okay, du bist in den Top 10. Oh mein Gott. Jetzt beim Anbremsen. Ein bisschen wie Brechstangen. Aber wir haben Hamilton mal. Mercedes ist momentan nicht in dieser Saison. So, das nächste Target der Bottas. So, Hamilton kommt von hinten anzufliegen dort. Er ist ein bisschen schneller. Decken schon mal innen ab. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Bewusst mit Mediums weiterfahren. Okay, dann können wir abwehren. Da bin ich ein bisschen schnell. Oh. Jetzt habe ich aber dick auf der Bremse bleiben. Jetzt ist natürlich noch DRS aktiviert worden, glaube ich, in dieser Runde.
Oh, da ein Bottas Sainz, Wheel to Wheel, das ist gut für mich. Oh, oh, Ausbrecherzeck. Oh, da hat er Schaden gegeben. Oh, das verbremse ich wieder. Scheiße. Nein. Oh nein, jetzt haben wir den Flügel komplett abgefahren. Oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Okay, der Mick ist hinter mir, ich kann ihn ziehen. Wir glauben, dass wir eine Er muss sicher innen mal. Strategie Oh, oh, shit. Oh, Kollision, Kollision. mit dem neuen Versuch. Ist angekommen, bestätige. Ah, shit. Okay, das ist so schlecht gewesen jetzt. Oh mein Gott, okay. Scheiße, Punkte wieder weg. Ich kann nur auf den Michael, ich sage immer Michael, auf den Mick hoffen, dass er eventuell könnte noch etwas holen an Punkten. Oh mein Gott, oh shit. So, also wir gehen mal in die Box, holen uns mal noch neue Reifen bzw. noch neue Nase. Der Giovanazzi geht auch gerade in die Box, holt noch neue Reifen, so wie es aussieht. Aber das ist, glaube ich, auch keine Routine. Ein Boxenstopp. Das hat er auch ein neues Näschen bekommen. Okay, wir müssen jetzt einfach gute Runden machen, dass wir vielleicht nachher wieder etwas rausholen können. Wenn die andere Box gehen. Aber es wird schwierig jetzt, es wird sehr schwierig. Aber es ist noch nicht vorbei, das Rennen. So, wir sind schon langsam hinter dem Giovanazzi, vielleicht können wir ihn jetzt schon holen auf der Gerade. Ich gebe mal ERS noch ein bisschen trainieren. DRS sollten wir eigentlich bekommen, glaube ich. Ja. Sehr gut, also jetzt sind wir sowieso extrem schnell mit Windschatten, alles drum und dran. Noch fast 350 Sachen ziehen wir hier dran noch vorbei. Oh mein Gott, oh, Verbremsung aber noch ein bisschen, aber wir sind gleich vorne. Oh, da kommt das Auto aus der Box raus. Oh, leichte Berührung mit dem Malesi. Das Auto habe ich gar nicht gesehen, aus der Box rauskommen. Okay, jetzt eigentlich einen okayen Exit gehabt. Ja, jetzt bin ich schnell. Jetzt müssen wir sogar das Gas lupfen. Jetzt geht es vorbei mit ERS, aber die ERS kriege ich jetzt noch über. Und das ist komplex jetzt für den Schwarzman. Da sind doch noch ein paar in der Box gewesen. Oder hat jetzt der Mickey einfach noch Leute überholt? Nein, also der Mazepin ist glaube ich in der Box gewesen. Ich weiß es nicht. Ja, aber ich glaube, das wäre es mit Punkten. Ich glaube nicht, dass wir noch einen Punkt holen. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Oh, das ist eine geile Flagge. Gelbe Flagge. Yuki Tsunoda. Okay. Jetzt doch noch einen Rennausfall geben, weil ich sagen, es ist noch nichts passiert jetzt in diesem Rennen. Und das ist eigentlich unüblich. So, also wir kommen jetzt gerade in die letzte Runde rein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hole nicht gross auf gegen vorne. Also der Mick vorne ist etwa gleich schnell wie ich. Ziehe aber ein bisschen vom Strollen weg hinten. Ja, und sonst ist wirklich gar nicht mehr passiert. Also ich bin einfach meine Runde gefahren. Aber ja, ich denke, wir kommen vielleicht, nachdem dass die vorne alle Boxen sind, noch ein bisschen weiter vorne. Aber Eine Lücke bildet sich. es ist gar nicht mehr passiert. Voilà, nicht wegfliegen jetzt noch in der letzten Runde. Ja, schade. Es war ein bisschen verschenkt jetzt. Ich glaube, wir hätten Punkte holen können. Hätte ich dort da die Kollision nicht gehabt, beziehungsweise beim Rausbeschleunigen. Ich glaube, es wäre ein bisschen schneller gewesen als Mercedes. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Jetzt hat keine Unterbodenbeschädigung, aber irgendwie fühlt sich das Auto nicht mehr genau gleich an wie vorher. Also könnte ich mir gleich vorstellen, dass wir eine leichte Beschädigung haben.
So, Max Verstappen hat gewonnen im Red Bull. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 7,4 Sekunden. Ja gut, ich fahre jetzt auch nicht Vollgas, aber egal. Danke für die Info, Chef. Ich hole noch 7 Sekunden auf in den letzten paar hundert Metern im Rennen. Gut, dann schließen wir das Rennen als 15. ab. Wir sind vom 11. gestartet. Ja, hätte ich besser laufen, definitiv, aber man hätte auch weiterhin landen nach unserem Zwischenfall. So, dann schauen wir hier gescheit die Rangliste rein. Wir sehen, Verstappen hat gewonnen vor Ricciardo, danach kommt Leclerc, Norris, Perez, Bottas, Hamilton, Sainz, Russell, Vettel. Also ich denke, wir wären da ja, schwierig. Also Ferrari ist eben mal so gut, sage ich. Ich denke, wir wären vielleicht hinter dem Hamilton geblieben. Also 8., 9. wäre sicher drinnen gelegen. Hätte dort immerhin 4 oder 2 Punkte geholt. Also es wäre nicht schlecht gewesen. Wir haben immerhin die schnellste Rennrunde gemacht. Aber ja, mehr ist halt eben auch nicht gegangen. Jetzt sind die Reifen wirklich gut gewesen. Aber eben, wie gesagt, wir sind 15. von 22. Ist, glaube ich, okay für unser Team. Gut, wir sind jetzt im Hauptquartier und ich würde mal sagen, wir jetzt mal noch ein bisschen weiterentwickeln. Und zwar wieder Chassisabteilung, wobei die habe ich glaube noch etwas am Laufen, aber wir können ja vielleicht gleich noch etwas machen. Wir haben 1800. So etwas Kleines da. Perfekt, das machen wir doch gerade mal schnell. Ja, wir sind da recht weit nachher mit dem Chassis. Also wenn all die Updates kommen, sollten wir einen rechten Sprung haben. Und wir haben jetzt noch 1000 zur Verfügung. Gibt es irgendwo noch etwas Kleines, was wir könnten machen in der Aero? Sieht nicht so aus. Dann gehen wir mal schauen im Motor. Wobei Motor sind wir eigentlich recht gut unterwegs, muss ich ehrlich sagen. Aber auch da könnten wir das Update machen. Das wird auch ein kleines Update sein. Oder wir machen, ja, komm, wir machen lieber mal Strapazierfähigkeit, glaube ich, oder? Haben wir zwar noch etwas im Ofen sozusagen, können wir eh nicht machen. Okay, dann, ja, dann machen wir noch das beim Motor da. Kurbelwelle und dann nachher, ja, haben wir da noch ein bisschen mehr Sprung gemacht. Motortechnisch sind wir eigentlich gut dran. Besser als McLaren sogar und Ferrari und Aston auch. Gerade die eigentlich von der Gesamtleistung her weiter vorne sind als wir. Aber ja, wenn wir so schauen, wenn wir die Updates alle bekommen, sollten wir eigentlich vor Alpine landen. Da sind wir wieder recht gut im Mittelfeld. Wir sind jetzt ein Mühe hinter dem Mittelfeld. Also, wir gehören eigentlich zu den etwas schlechteren Teams, wobei Alpha Tauri ist auch schlechter als wir, aber schneidet die ganze Zeit besser ab als wir. Komisch. Und ja, das nächste Rennen ist in Kanada. Wir können noch irgendeine Aktivität machen für die paar Tage, 2 Tage. Genau, machen wir da noch etwas für den Zweitfahrer. Sadala. Ein paar PR-Sachen noch. Und wir könnten eigentlich noch etwas investieren. Wir haben noch 7 Millionen auf der Seite. Was könnten wir noch weiterentwickeln? Chassisherstellung wäre eigentlich noch recht nice. He? Machen wir doch. Ja, komm, machen wir. Da haben wir noch 2,4 Millionen übrig. Das ist gut. Da haben wir immer noch ein bisschen Reserven. Da ist aber Zielfähigkeit sollte vielleicht mal noch. Ja, komm, das machen wir auch gerade noch. Bauzeiten weiter, dass wir da auch mal etwas gemacht haben. Und sonst sind wir eigentlich nicht schlecht dran. Also das Personal, da sind wir auch gut drin. Und dann geht es noch nach Frankreich, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber wir gehen jetzt natürlich zuerst mal nach Kanada und das Rennen werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen, also auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr das Video teilen würdet. Und wie gesagt, schon gesehen, wir sind einfach in der nächsten Folge wieder in Kanada und bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!